Habt ihr auch noch Rettungsboot an Bord? Hä? Ja, wenn das Schiff untergeht. Mieter, das doch mal. Jed Schiff hat Rettungsboot. Wie kann das Schiff also untergehen? Jed Schiff kann untergehen. Stimmt das? Moin, liebe Lüd, ich bin Anke Kell, künstlerische Leiterin auf der großen Bühne vom Ohnsorg-Theater und du bist Christine Tuschow, die Regisseurin des Stücks. Tites Geld, jetzt oder nie. Christine, dieses Stück ist ja eigentlich ein Film gewesen. Also auf Basis eines Drehbuchs hast du eine Bühnenfassung geschrieben. Könntest du kurz zusammenfassen, worum es geht? Also es geht insbesondere um 3 alte Damen, die es nochmal so richtig krachen lassen wollen, die quasi ihre Männer überlebt haben und tatsächlich ein bisschen von der Altersarmut betroffen sind und den Traum aber trotzdem haben, noch einmal eine große Seereise zu machen. Und bei jedem Skatspiel, was sie machen, alles in ihre Spardose werfen. Und weil sie ja nicht mehr so viel Zeit vor sich haben, kommen sie auf die Idee, sogar Supermärkte ein bisschen auszurauben, um so schneller zu dem Ziel zu kommen, diese Reise machen zu können. Genau, und schlussendlich haben sie genug Geld zusammen und wollen diese Reise antreten, das Geld in eine Bank einzahlen, um es dann überweisen zu können. Und dabei wird die Bank überfallen. Und jetzt sind sie natürlich total enttäuscht und überlegen, was sie machen und kommen auf die glorreiche Idee, die Bank auch zu überfallen, um das Geld quasi wieder wie zurückzubekommen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Genau. Und so nimmt das Stück seinen Lauf und wie man sich das denken kann, passieren sehr witzige und aufregende Dinge für diese 3 älteren Damen, wo dann tatsächlich am Ende eine auch es nicht überlebt, weil sie eine tödliche Krebsdiagnose hat. Also es geht tatsächlich um so das letzte Drittel des Lebens, wie will ich das gestalten, was für Träume habe ich noch und wie kann ich die umsetzen, welchen Mut bringe ich dafür auf. Also auch eine Abenteuer-Roadtrip-Geschichte, genau. Und der Film ist von 2000, aus dem Jahr 2000, von Lars Büchel und Ruth Thoma. So ein Drehbuch zu adaptieren für die Bühne ist ja nicht immer ganz einfach. Hattest du gleich so eine Vision dazu, als du das gelesen hast, wie du das übersetzt auf die Bühne? Also ich fand den Film, der hat sehr viel Spaß gemacht beim Zugucken, aber es war gleich klar, es gibt da so viele Personen und so viele Orte, das können wir auf der Bühne gar nicht realisieren. Und mir macht es immer Spaß, an solchen Übersetzungen eigentlich zu arbeiten, ob das jetzt eine Filmadaption ist oder eine Romanadaption, dass ich so das Gefühl habe, da kann man wirklich nochmal gucken, was macht denn Sinn für die Bühne? Was will man erzählen? Welche Figuren will man erzählen? Welche Orte braucht man denn tatsächlich? Und so haben wir das quasi eingestampft. Es sind wesentlich weniger Figuren natürlich bei uns. Wir kommen mit 7 SchauspielerInnen aus, die natürlich mehrere Figuren auch spielen und haben auch wesentlich weniger Orte. Aber ich hatte so das Gefühl, es macht irgendwie Spaß, diesen 3 tollen, gestandenen Frauen zuzugucken, wie sie so in ihren letzten Teil des Lebens springen. Wie würdest du das Spielprinzip beschreiben? Also jetzt auch im Laufe der Proben. Was stellt sich da so raus bei der Arbeit, wie man das hinbekommt, schnell von einem Ort zum nächsten, von einer Figur zur nächsten? Kannst du das irgendwie umschreiben? Also im Film, wenn man einen Film dreht, ist es ja ganz oft, dass man immer so hört, Klappe die erste und dann wird gedreht, dann wird nochmal kurz die Szene genannt und so. Wir haben so ein bisschen dieses Prinzip eigentlich beibehalten, dass wir sagen, okay, wir gehen eigentlich von unserer Bühne, von unserem Bühnenbild, von einer Örtlichkeit aus. Man wird sozusagen ein großes Objekt sehen und das wird die ganze Zeit irgendwie da sein. Und trotzdem haben wir viele Orte. Und wir haben es eben auch so gemacht, dass wir sagen, okay, es wird eigentlich immer am Anfang einer Szene uns erzählt, wo wir uns befinden, was ist der Ort. Und auch dadurch, dass wir so viele Figuren haben, haben wir so ein System gefunden, die auch einzuführen. Das heißt, es gibt immer, wenn sich jemand vorstellt, macht er noch irgendwie Guten Tag oder so in den Zuschauerraum oder macht eine Geste, die ihn irgendwie symbolisiert, wo man merkt, aha, das ist wieder Erwin, der raucht immer Zigarette, so oder irgendwas anderes. Also irgendein Merkmal, damit man als Zuschauer auch so
ja, sich irgendwie merken kann, wer war das nochmal? Ach ja, das war Erwin. Du hast es gerade schon erwähnt, das Objekt, das im Raum steht. Mhm. Wir sehen es so ein bisschen angedeutet hier auf der Probebühne hinter uns. Wie seid ihr auf den Gedanken gekommen? Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt, aber es ist ein Schwein. Euch für dieses Objekt zu entscheiden. Also du, der Bühnenbildner Marcel Franken, habt euch da zusammen Gedanken gemacht. Wofür steht das für euch? Genau, also wir sind erstmal von diesem Gedanken ausgegangen, okay, es gibt wahnsinnig viele Orte, wie gehen wir damit um? Wir wollten nicht permanent einen Ortswechsel auf der Bühne irgendwie zeigen und haben dann überlegt, okay, wie können wir irgendwie metaphorisch vielleicht damit umgehen? Ja, also wofür steht dieses Stück? Und dass man so sagt, es geht ganz viel um Geld, es geht um diese 3 älteren Frauen, die mühsam nochmal sparen. Und dass wir gesagt haben, ja, sie stecken ihr Geld eigentlich immer in ein Sparschwein. Und so sind wir auf diese Idee von diesem großen, überzeichneten Sparschwein eigentlich gekommen, dass man sagt, ja, ich möchte diesen Frauen auch irgendwie Glück und Mut mitgeben, dass sie den letzten Abschnitt sozusagen tatsächlich nochmal so gestalten können, wie sie das irgendwie gut finden. Und deshalb eigentlich so wie so ein großes Glücksschwein kann man es sehen oder man kann eben dieses Sparschwein lesen. Und mir war aber auch wichtig, dass das nicht nur wie so eine Installation dasteht, sondern dass man so das Gefühl hat, die SchauspielerInnen können das auch tatsächlich szenisch jeweils immer benutzen. Also das heißt, wir haben so Orte wie im Supermarkt. Das heißt, da können die Frauen dann zum Beispiel ihre Einkäufe aus dem Regal, also aus den Rippen des Schweins rausziehen und ihre Tasche fallen lassen, wenn sie dann da klauen. Oder es stehen 2 Schauspieler vorne und spielen Metzger. Und man hat irgendwie so dieses große Bild, das Schwein in der Metzgerei. Oder dann gibt es eine Szene in der Bank und die Bankschnauze ist der große Tresor. Das heißt, die Schnauze hat irgendwie ein Rad, an dem kann man drehen und dann kann man die Schnauze öffnen und dann liegen da irgendwie ganz viele Geldrollen drin. Genau, also man hat so das Gefühl, für viele Szenen gibt es eine Übersetzung, die man konkret mit diesem Schwein bespielen kann. Und es gibt aber auch Szenen, wo man sagt, okay, wir haben noch 2 Höckerchen und eine Bank und dann stellt man die irgendwo anders hin und man ist plötzlich an einem anderen Ort, wo das Schwein mal nicht so eine Rolle spielt. Und Genau. du sagtest schon, die 3 Damen stehen da ganz zentral, die nochmal was erleben wollen, nochmal irgendwie ein Abenteuer erleben wollen, auf eine Reise gehen wollen. Die 3 sind ja, sagen wir mal, nicht so die einfachsten Charaktere. Ne? Jeder hat so eine kleine Bürde zu tragen und trotzdem, die sind vereint in Leid und in Liebe. Was macht den Charme dieser 3 alten, besonderen Charaktere aus? Ja, ich glaube, ihre Unterschiedlichkeit, also dass man so das Gefühl hat, die eine ist so diejenige, die eigentlich immer krank ist und so ein kleiner Hypochonder, obwohl sie die jüngste und eigentlich auch die fitteste ist. Die andere ist krebskrank, redet aber überhaupt nicht mit ihren Freundinnen darüber. Die wissen das eigentlich bis fast zum Schluss nicht. Und ist eigentlich recht wortkarg und stößt die anderen auch manchmal so ein bisschen gegen den Kopf, in dem, wie sie so drauf ist. Und die dritte versucht eigentlich, steht immer noch in ihrem hohen Alter auf Männer und Beutefang und versucht eigentlich so ein bisschen alle 3 immer wieder so zusammenzuholen, dass man so das Gefühl hat, ja, wenn es den anderen so ein bisschen entgleitet oder wenn die anderen so stieselig werden, dann ist sie so diejenige, die dann nochmal, zwar auch mit einem kleinen Spruch, aber so immer wieder versucht, so die Truppe auch so zusammenzuhalten. Es ist irgendwie ganz schön, dass sie so unterschiedlich sind und dass man so merkt, das ist einfach eine alte Freundschaft und die kennen sich wahrscheinlich irgendwie, seitdem sie ja in die Schule gegangen sind und es ist so ein bisschen so eine kleine Hassliebe. Sie können nicht mit und sie können nicht ohne. Und das ist irgendwie sehr, sehr toll. Als wir angefangen haben zu proben, war mir so klar, ja, die sind irgendwie unterschiedlich. Und man merkt aber, was bringen so die Schauspielerinnen auch mit, um diese Rollen zu füllen. Und das ist irgendwie toll zu sehen, ja, wie auch diese 3 Schauspielerinnen quasi damit umgehen. Ja, das Thema so am Ende des Lebens oder das letzte
Viertel oder Fünftel oder so. Und da stehen noch mal ein paar Sachen an. Es ist ja, gibt ja so diesen Begriff der Bucketlist, ne? Also was man am Ende des Lebens oder was man vor dem Ende des Lebens noch alles erledigt haben will. Was hältst du von diesem Prinzip eigentlich? So eine Liste zu machen, das sollte noch passieren, bevor I kick the bucket oder gib den Löffel ab. Tatsächlich habe ich mir mit meinen 45 Jahren noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube, dass es irgendwie schön ist, weil es so, ja, man hat so das Gefühl, man hat noch was vor sich oder man weiß genau, was möchte ich denn noch erlebt haben. Also ich glaube, dass man so Wünsche bis zum Schluss hat, das ist, glaube ich, toll, weil es sich so lohnt, weiterzuleben und irgendwie mit Begeisterung vielleicht und Kraft das auch noch schaffen zu können. Aber natürlich muss es irgendwie in der Form von realistisch bleiben, damit es einen vielleicht auch nicht stresst. Ja, also wenn ich da noch 1000 Wünsche drauf habe, dann wird es wahrscheinlich schwer, die umzusetzen. Aber grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, dass es irgendwie toll ist, noch so Ziele oder Wünsche, Sehnsüchte zu haben. Mhm. Ja, wir hoffen, wir haben Sie so ein bisschen neugierig gemacht und Sie kommen und schauen Tites Geld jetzt oder nie. Vielen Dank, Christine. Ja, danke euch. Und, Danke dir. Ahoi. Prost, ob de Seereis. Prost. Prost, op de Seereis. Wieso sit ich eigentlich all wieder buten? Sit ich doch auch. Ich will auch eine mitsitten. Oh, das ist ich immer so anstellen. Du bist aber ja, gut. Gott.